Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Das letzte Mal haben wir die super herzigen, schnusigen Aluminium-Stanzteile gemacht. Aus Dosen haben wir die ausgestanzt. Genau, und ich habe jetzt auch herausgefunden, mit was für Leim dass man die aufkleben kann. Ich kann euch das gerade schnell zeigen. Zum einen, habe ich das schon erwähnt, habe ich einfach einen Montagekleber. Der ist ein bisschen unhandlich, aber der klebt auf jeden Fall Aluminium. Und dann geht auf jeden Fall auch der Zementit. Der ist ein bisschen handlicher, braucht ein bisschen länger zum Trocknen, aber funktioniert hervorragend. Es gibt sicher noch x andere Leim, wo man das machen kann. Die zwei habe ich einfach gerade noch daheim gehabt und ich brauche einfach das, was rum ist. Heute möchten wir gerne ein Tag machen, wo wir dann die schön draufkleben können. Und ich habe hier so einen Fotokarton. Bei mir ist es immer ein bisschen so, ich kaufe hier die Blöcke. Meistens irgendwo kommt man die dann wieder günstig über, irgendwie so einen ganzen Stapel mit verschiedenfarbigen Papier und dann gibt es immer so unerwünschte Farben, die irgendwie immer führig bleiben, wo man nichts damit machen kann. Als Kind war es immer braun und schwarz, wo führig geblieben ist. Und jetzt sind es irgendwelche so knallige Farben. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich klebe einfach vorne und hinten irgendein gemüsteltes Papier drauf. So, und dann sieht man nichts mehr von dem wüsten Grün oder von dem knalligen Grün. Und dann schneiden wir uns unsere Tags aus. Also, und dann möchten wir das jetzt gerne noch zuschneiden. Voilà. Sehr schön. Da hat es Leim drauf. Weiss der Gucker wieso. Da kommt dann sowieso noch irgendetwas Hübsches drauf. Gut, und jetzt möchten wir das gerne ungefähr in der Mitte aneinander hauen. Die Mitte von etwa 14 ist etwa 7. Ja. Voilà. Dann hätten wir doch da schon 2. Und da sollten wir etwa gleich sein. Nein, wir sind hier bei etwa 15. Die Mitte von etwa 15 ist etwa 7,5. So. Hey, aber von so etwa sind wir da noch recht genau geworden. He? Mit etwa. Da ein bisschen weniger, aber da sind wir ja so. He? Das ist vielleicht ein halber Millimeter. Da können wir uns den also von nennen. So. Jetzt müssen wir da noch die Ecken abhauen. Und ich würde sagen, etwa so. Ja, das finde ich gut. Und dann Trick 77. Oh, den kennen ihr ja sicher alle auch. He? Dass man nachher das Eckchen hier drauf legt. Spiegelverkehrt. Und weil das so fett ist, können wir das gerade als Lineal benutzen.
So, wie gefällt uns das? Recht gut. Dann brauchen wir doch das hier auch gerade. Voilà. Sehr schön. Selbstverständlich gibt es ja auch hier die Ecken, weiß ich auch nicht, Standdinger, aber das habe ich nicht. So, ich würde sagen, ausnahmsweise könnten wir doch mal die Mitte anzeichnen, für wenn wir dann das Loch möchten machen. So. Irgendwo dort gibt es jetzt dann ein Loch. So. Sieht jetzt also in der Mitte aus. Es nützt nichts, darüber nachzudenken. Es nützt nichts. Einfach machen. So. Letzte noch. So. Gut. Also. Jetzt werden wir hier noch ein bisschen inken. Inken. Ich schaue das jetzt mal so an. Mit was machen wir das? Sowas da. So. Also schauen wir mal. So, und das Grün, das verschwindet sofort. Und ich würde sagen, ich wäre auch gerade dafür, dass man vielleicht sogar noch ein bisschen schwarz nimmt. So. Also. Ich habe das Gefühl, oh ja, und der passt wahnsinnig gut da zu dem mit den schwarzen Sommervögeln drauf und Käferli. Sieht das, oh ja, wahnsinnig cool aus. Und da vielleicht mal mit dem probieren. Ui, das ist ein bisschen grob. Aber es macht nichts. So liegt. Auf dieser Seite machen wir das auch noch gerade. Aber dann tue ich auch noch gerade mit schwarz umrahmen. Das hat mir jetzt beim vorherigen so gut gefallen. Das machen wir doch auch noch. Dann kann ich auch sicher sein, dass alles Grün von dem Karton verschwindet. So. Und auch hier gibt es noch ein bisschen deutlicheren Rahmen drumherum. Hübsch. So, und ich würde sagen, das passt auch gerade hervorragend zu dem. Ja, auf dieser Seite auch noch. Was ich jetzt noch cool fände, wäre gerade bei dem, also beim anderen, dann so ein moosiges Grün. Oh, ich glaube. Das würde cool aussehen. Yes. Sehr schön.
Sehr schön. Und da, ja, so ein Grün. So, was da? Oh ja, das ist genau das gleiche Grün. Oder auch mal so, ja. Ziemlich nah kommt es her. Sieht gerade super aus. Und auf dieser Seite auch noch. So. Und noch einmal schwarz. Oh ja, hey. Mega cool. Ich habe mir hier parat gemacht. Hier noch so ein bisschen Gase. Das würde vielleicht auch zu dem irgendwie noch passen. Und gestempelte irgendwelche Sachen. Keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal irgendetwas ein bisschen vor, wo ich mir könnte vorstellen, dass es vielleicht noch gut würde passen. Das muss überhaupt nachher nicht so sein. Aber dass man da überhaupt einmal irgendetwas hat. So, hey, schau mal. Recht schnussig. Das ist das Breite, genau, die gehen nicht. Ja. Ja, ich glaube, da sind wir dann da schon mal. Da haben wir auch noch ein bisschen ganz hell gefärbte Gase. Das würde doch hier noch irgendwie zu denen passen. Und jetzt die süßen Blümlis oder Sommervögel. Und da hätten wir auch das würde super zu dem hier passen. Die sind jetzt alle halt mit ein bisschen viel so pink und violett. Aber doch mal, oh, schau mal. Oh, süß. Super herzig. Der ist ein bisschen zu gross. Ein Herzchen. Oh nein. Das ist ein bisschen zu kitschig, oder? Ist auch nicht. Das hier, das würde am ehesten gehen, hä? Oder da? Nein, auch nicht so. Also, vielleicht nehme ich mir jetzt hier gleich mal noch schnell so etwas von diesen rostigen Sachen. Also auf rostig gemacht. Vielleicht ist ja da etwas, was mir viel besser passt. Ja, schau mal. Das passt noch viel besser. Oder so. Das wäre ja cool. Oder das rostige Herzchen. Nein! Das Schlüssel. Ja, wieso nicht? Das Schild, das hier so ein bisschen viel Rot hat, das würde auch noch gut passen. Oder das Tag, nein. So, ich glaube irgend sowas, hä? Und der Schlüssel? Der Schlüssel auch noch. Ja, wir lassen ihn mal vorne. So. Also.
Ah, genau, es hat natürlich da noch ein bisschen Spitzen. Theoretisch hat es noch irgendwas. Das wäre noch gut kommen. Dann fangen wir doch mal an bei dem hier. Da hätte ich auch noch gerne ein bisschen von dem. Die Farbe ist ja gerade äußerst perfekt. Ah. So. Mit genau grün und so ein bisschen das Gelbliche und das Rosa. Ist ja gerade genau so. Alles, was wir hier auch so haben. So. So was. Oder ist drunter? Ja, wieso nicht? Dann nehme ich da für die stoffigen Sachen nehme ich den Tacky Glue. Da schneiden wir auch noch gerade ab, mehr oder weniger. So. So, oder soll ich da soll ich beide nehmen? Könnte man eigentlich so, hä? So. So. Ich glaube, ich mache es so. Mhm. Also dann zuerst jetzt das. Für das nehme ich jetzt. Ich nehme einmal den Zementit. Dann muss man einfach einmal gut schauen. Man darf ja nicht zu fest drücken, sonst kommt gerade eine riesige Schwette raus. So. Und immer sofort zumachen, sonst vertrocknet es. Und es läuft auch einfach am Laufmeter raus. So, dann kleben wir doch das jetzt mal da drauf. So. Der klebt auch schon. Super. Und nachher tue ich es dann noch irgendwie beschweren mit einem Buch oder so, ein bisschen andrücken, geschwind eine Weile. Ich weiss überhaupt nicht, wie lange das es geht, bis der eigentlich trocken ist. Steht jetzt nichts auf der Verpackung. Er trocknet nicht so extrem schnell, aber ja, dauert das auch nicht ewig. He? So, wie haben wir jetzt das da gehabt? So, ich habe es schon wieder vergessen. Irgendwie so, gell? So, und dann das so da. Ein bisschen irgendwie so. Und das so da. Ein bisschen irgendwie so. Und dann werden wir auch den Schlüssel noch drauf bringen. Wow, jetzt kommt schon wieder ein ganzer Topf raus. Schauen wir einfach, dass wir den ganz ohne zu drücken einfach alles verstreichen können. So, und drauf mit der. Voilà. Der wählt sich der ein bisschen, ich weiss es nicht. Noch ein bisschen schieben, ganz wenig. So.
Also, dann schaue ich, dass hier oben ja nichts Leimiges ist. Und stecke das mal hier drunter, unter etwas Buch oder was. Und jetzt nächst, was machen wir hier mit dir? Ist das auch kein Sommervögel mit Sommervögel? Oder wollen wir lieber ja irgendetwas Blümliches? Also, was ist das Beste? So, so und so. Aber dann noch ein bisschen von dem drunter. Aber hat es genug Kontrast dort? Das ist jetzt besser. Was ist besser? Das ist ein bisschen zu viel, hä? Ah, weg. Da ist zu viel Fäden. Also. Mal schauen. So. Ist ein bisschen fad da oben. Hat lieber etwas. So, aber es geht irgendwie gar nicht, oder? Na. So. Dann halt gleich Sommervögel. Ja, komm. So. Ich finde das gut. Also. Dann. Als erstes den da. Ein paar Tüpfchen. Dann schnell schauen, wo wir da sind. Kann ich den ganz schön in die Mitte kleben? Von dem. Jawohl, ich kann. So. Dann den da. Das da sind die Label, wo wir gestempelt haben, wo wir selber Linolschnitt gemacht haben. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, könnt ihr das auch noch schauen. Das war ja recht cool zum Machen. So, und jetzt, oh, das feinöckelige, diffizile, kleine Sommervögel-Geschmäus. Also ich könnte jetzt das auch aufbeugen und dann nur in der Mitte ankleben, oder? Oder so, einfach nur. Aber mir ist das jetzt gerade ein bisschen zu unsicher, dass ihr das wirklich hebt oder dann umbeugt. Oh, 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 da kommt viel zu viel. Wow. Mist. Ich habe das Gefühl, das würde dann, ja, wenn man das rausnimmt und rein tut und dann das Sommervögel irgendwie rumlitzen, die feinen Teile und dann, irgendwie, weiß auch nicht. Nein, 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 bleibt da. So, also jetzt ist das gerade ein bisschen dumm gegangen. Oh, völlig verzuselt. Den Leim überall verstrichen. Können wir das da noch irgendwie wegfigurieren? Das so ein bisschen abstreichen. Keine Ahnung. Wieso hat das jetzt da die blöden Fäden gegeben? Da, nochmal. Drauf. Ja, da quetscht es mir jetzt den Leim ein bisschen zwischen raus.
Und jetzt habe ich gerade ein bisschen Schiss, wenn ich dir das unter das Buch lege, dass mir dann das am Buch kleben bleibt. Darum tue ich es jetzt lieber gerade ein bisschen von Hand andrücken. So, ich wage es jetzt mal. Und next. Oh ja, das sieht doch auch sehr schnussig aus. Und für das hätten wir doch hier auch noch einmal gerade so eins da. Gerade da unten. So. Wie finde ich denn das? Das finde ich ist verkehrt. So. Na? Sieht es gut aus oder sieht es gut aus? Ich finde, es sieht super aus. Einmal. Zweimal. Alles klebt an meinen Fingern. So. Wenn ich dann die Fäden noch stören, kann ich die immer noch ein bisschen abschneiden. So. Wenn zu viele Fäden sind. Und jetzt so, also da macht es nichts, wenn ein bisschen mehr kommt. Da kann ich ein bisschen grossflächiger kleben. Beim Sommervögel, denke ich mir, ist es wirklich ein bisschen schwierig. Vielleicht bin ich da mit dem anderen Leim besser beraten. So. Super, da flödert auch nichts zwischen raus. Das lege ich auch da drunter. Und jetzt hätten wir noch das. Genau, das machen wir doch gerade so. Dann müssen wir auch noch ein bisschen abschneiden. Und ein bisschen verzuseln. Das klappt doch so wunderbar. Da ist noch ein zu lang. Also. Voilà. Und jetzt noch nicht, sagt das so und das so. Das muss es gefällt mir gut, dass das da geht. Vielleicht können wir noch ein bisschen verzuseln am Rändchen. Ein bisschen.
Da noch. Noch ein bisschen. Ein bisschen. Schön in die Mitte. So. Oh, hey, die gefallen mir im Fall mega gut. Also wirklich alle 4 habe ich gerade super Freude. So, jetzt so oder so. So. Und dann haben wir wieder den Zementit. Der ist ein bisschen handlicher. Schnell zu. Und in die Mitte mit dem Zeug. So. Voilà, das kommt jetzt unter die Unterlage, weil unter dem Buch kein Platz mehr ist. Und dann haben wir gesagt, jetzt könnten wir das hier als Bändel brauchen. Also so. Genau. Wir machen es doppelt und nachher dann von dem Doppelten die nochmals doppelt. Wunderbar. 4 Bändel sind parat. Holen wir mal das erste, was wir gemacht haben. Das hebt auch mal super prima. Bombig. Es ist sicher noch nicht ganz trocken, aber es hat auch mal. Es hebt. So. Dann wollen wir doch jetzt hier mal schauen, wie das aussieht mit dem Bändeli. So, ich finde, das passt total. Das schneiden wir noch auf. Er ist ein bisschen lang. Nein, ist gut. Das ist ein grosses Tag. Da dürfen wir ein bisschen lang sein. So. Das nächste war das Sommervögel. Das hebt auch. Wo sind ihr da? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Der Leim ist ein bisschen neben rausgeflödert. Das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Ja. Aber man sieht es jetzt nicht so wahnsinnig gut. Es fällt jetzt nicht so extrem auf, dass es jetzt völlig verschleiert wäre oder so. So finde ich das eigentlich wirklich noch recht ein schnussiges Teil. Also, machen wir doch dem auch noch das Bändchen dran. So. Sieht man es? Nein, man sieht es natürlich wieder nicht. He? Ich lege das wieder ganz blöd her. Da. Und das dritte, das ist definitiv noch nicht trocken, aber man muss es auch gar nicht mehr gross jetzt abdrücken. Das hebt da super drauf. Also der Zementit, der funktioniert also. Das ist alles gut. Solig und solig.
Und da noch aufschneiden. Das habe ich bei dem nicht gemacht. So. Und Nummer 4. Das wäre der da. Oh, die gefallen mir super gut. Hey. Ich habe mega Freude an denen. So. Rein mit dir. Voilà! So, jetzt nochmal ein bisschen mehr ins Bild hier mit diesen hübschen. So sehen die aus. Hey, ich finde, die sind super gelungen. Und hinten, also jetzt bei dem zum Beispiel gerade, braucht es jetzt definitiv nichts. Hier eigentlich auch nicht. Und hier auch nicht. Da könnte man jetzt theoretisch noch, das ist ja hier mit dem Fleck gerade dummerweise, da könnte man jetzt noch irgendetwas draufkleben. Vielleicht noch irgendwie so ein Zettel, wo man dann könnte beschriften oder so. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit, aber das machen wir jetzt gerade nicht mehr. Ich möchte jetzt noch das eine oder andere hier in unser Journal versorgen. Weil die doch so wundersüß geworden sind. Oh, schau mal. Würde echt das Riesentag gerade hier reinpassen? Auch wieder mal so, dass die Deko komplett verschwindet. Das wollen wir gerade nicht. Dort muss dann irgendetwas anderes rein. Vielleicht könnten wir das hier. Das Sommervögel geht gerade ein bisschen weg, aber sonst. Dann haben wir gerade eine Überraschung beim Rausziehen. Das ist doch schön. Wo hätten wir denn noch ein so schönes Plätzchen? Haben wir denn überhaupt irgendwo noch eins? Das so zum Beispiel. Da ist auch die Deko weg, aber ja. Ja, ich weiß es gerade nicht. Oder so. Oh nein, schau, das ist viel schöner. Das ist gut. Oh ja, das gefällt mir. So, und noch eins. Noch eins rein tun. Haben wir überhaupt noch ein Täschchen rein? Ich glaube, es gibt gar nicht mehr. Wir brauchen mehr Täschchen, ich sehe schon. Täschchen bis zum Abwinken. Gut, dann lassen wir doch die so, wie sie da sind. Und dann würde ich sagen, ja, ich habe mega Freude an denen. Es hat mir Spass gemacht, die mit euch zusammen zu basteln. Und wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Ihr dürft mir gerne folgen. Das würde mich natürlich auch noch speziell freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Und dann sehen wir uns nämlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!